Sie kommen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Das Kochen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Sarah Farni aus dem bernischen Eritz. Aus dem Schaffhauser Klettgau die Regula Gisel. Iris Riatsch vom Unterengadin. Dann sind auch dabei Susanne Rusterholz aus dem Kanton Zürich. Esther Rindisbacher aus dem Emmental. Elsbeth Mattis aus dem Baselbiet und aus dem Wattland Barbara Bernecker. Das ist SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Samstagmorgen zu Bottmigen, Basuland. Da wohnt Elsbeth Mattis, die heutige Gastgeberin. Sie hat noch eine ungewöhnliche Zutat für die Landfrauenznacht. Chili und Landfrauen, das ist ein bisschen heiß. Ich habe gemerkt in diesen Wochen, dass nicht alle scharf gern haben. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht allzu scharf ist. Die Landfrauen sind heute zum zweitletzten Mal unterwegs. Die Gegend am Stadtrand von Basel kennen die meisten von ihnen noch nicht. Die Elsbeth kennen sie aber schon ziemlich gut und haben auch genaue Erwartungen, was sie heute kochen. Von der Elsbeth erwarte ich ein hohes Niveau. Für mich ist sie eine Powerfrau, eine Geschäftsfrau. Sie hat das sicher sehr gut im Griff. Ich erwarte eigentlich von der Elsbeth heute Abend, dass sie etwas mit Kürbis macht. Vielleicht eine feine Kürbissuppe. Da ist noch weit und breit kein Kürbis zu sehen. Christina, eine Freundin von der Elsbeth, schindet den Sellerie für die Vorspeise. Es soll ein Sellerie-Flan geben. Das Maschineli kommt heute zum ersten Mal in dieser Küche zum Einsatz. Das ist ein Gerät, wo man Gemüsespaghetti machen kann. Mit geht. Oh nein, jetzt gibt es Äpfelscheiben. Nein! Sag mal schnell, du hast einen anderen Einsatz drin. Du musst schnell bei der Esstiere gehen, sie hat aber der gleiche. Nein, jetzt ist gut. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir mal loslassen. Voilà, es geht doch. Die Landfrauen rätseln in der Zwischenzeit weiter. Die Mehlsuppe ist sehr bekannt vom Baselbiet oder Fasnacht. Ich denke, es gibt sicher bei der Elsbeth etwas vom Muttertierhaltung, ein Stück Fleisch und ganz sicher etwas mit Kürbis. Da bin ich also fast sicher. Fleisch gibt's und nicht zu wenig, sogar dreierlei. Ich konnte mich beim Fleisch wirklich nicht entscheiden. Es ist alles Wollensau-Fleisch und es ist alles gut. Und ja, ich hatte Angst, dass es zu viel ist, aber ich werde die Portionen so aufteilen, dass die Frauen das mögen. Hunger haben sie sicher nach dieser langen Postautofahrt. Also ich bin gespannt beim Dessert, was Elsbeth macht, weil ich weiss, dass sie nicht gerne Dessert macht. Oder sie sagt von sich, sie könnte es nicht, weil sie gar nicht glauben. Und darum bin ich gespannt, weil ich denke, dass es sicher ganz fein wird. Ich kann sagen, sie ist ganz ehrlich, das schätze ich sehr an. Sie kann kritisch sein, aber das Lob, das sie ausspricht, das ist wirklich so von Herzen. Ganz ein aufrichtiger Mensch, der ich glaube, der hat schamper viel auf dem Kasten. Aha, eben doch etwas mit Kürbis. Das gibt Kürbisstock. Und weil ich Kürbis nicht gerne schäle, koche ich die zuerst kochen und nachher mit einem Löffel das Fleisch rauskratzen und so den Herdöpfel geben. Weil jetzt kommen auch noch ein paar Herdöpfel rein. Es wird fluffiger mit Herdöpfeln. In der Küche ist alles parat. Die Landfrauen können kommen.
Der Chauffeur, der Peter, hat das Ziel gefunden. Und er hat noch Klasse. Elsbeth hat lange auf diesen Moment gelangt. Jetzt ist er gekommen. Wie geht's? Herzlich willkommen bei uns. Ich stelle euch gerne meine Familie vor. Der Toni, mein Mann. Die Hanna, unsere Älteste. Lydia, unsere Jüngste. Der Sami, der Zweitälteste. Und der Roman, der Drittälteste. Und unsere Kinder, die euch jetzt bewirten. Also zum Wohl zusammen und greifen zu. Auf euch alle. Auf dem Brendelistalhof hat es viele verschiedene Tiere. Es sieht schon fast wie in einem Kleintierzoo aus. Jeden Morgen futtert Elsbeth die ganze Menagerie und schaut, dass es auch allen gut geht. Guten Morgen, kommt raus. Wir haben einen Haufen Tiere auf unserem Hof, einen Haufen verschiedene. Ja, weil wir haben alle sehr Freude an den Tieren und die Leute haben auch sehr große Freude. Weil so am Stadtrand, eigentlich, wo wir wohnen, gibt es nicht viele Höfe, die einen Haufen Tiere haben. Und das ist natürlich schon ein Anziehungspunkt. Kürbis stehen hier auf dem Menüplan. Elsbeth kennt die Gewohnheiten von ihren Tieren und hat auch das eine oder andere Trickli parat. Hier montiere ich jetzt einen Spiegel für die Pfauen, weil die Pfauen die schauen sich gerne im Spiegel an. Es ist wirklich so, dass die Pfauen eitel sind. Und ständig ums Haus herum hocken sie am Fenster und schauen sich an. Und ich hoffe jetzt, dass sie nicht mehr so viel ums Haus herum sind. Dann lieber hier. Voilà. So. Ja, ich bin eigentlich schon eitel. Einmal am Morgen schaue ich in den Spiegel vor den Abendgang. Hello Girls. Kommt. Ich habe Freude an den Hyänen. Ich weiss nicht, wenn ich drauf gekommen bin. Ich habe jahrelang Hyänen gesammelt, also Hyänenfiguren. Und sie haben so ein ganz feines Gefieder. Das denkt man gar nicht, das ist wie Sammet. Die Eier von diesen 100 Hühnern werden im Hofladen verkauft. Elsbeth kocht jeden Tag für 8 Personen zu Mittag. Möglichst viel Produkte vom eigenen Hof ist ihr Motto. Heute gibt es einen Fleischkäse à la mode de Elsbeth. Das Kochen ist für mich etwas ganz Tolles. Eigentlich fast eine Leidenschaft. Also,
Ich habe nie Mühe zu kochen. Es stinkt mir eigentlich nie. Ich mache es sehr gerne. Manchmal kann ich in der Nacht nicht schlafen oder verwacht mitten in der Nacht und habe Mühe, wieder einzuschlafen. Und dann denke ich, was kochst du morgen oder was kochst du übermorgen. So. Jeden Mittag für so viele Leute und verschiedene Geschmäcker zu kochen, ist gar nicht so einfach. Wir haben eine Liste, wo jeder 3 Sachen aufschreiben darf, die er nicht gerne hat. Und das andere sollten sie zumindest probieren. Natürlich sollten möglichst alle Kürbis gerne haben. Sonst könnte es schwierig werden. So. Es gibt ab und zu Kürbis bei uns in der Küche. Suppe, Salat, Kürbisstock oder eben, was ganz beliebt ist bei uns, sind die Marpelschnitz. Die kann man nicht nur mit Marpel machen, die kann man auch mit anderen Kürbis machen. Mit den verschiedenen Kürbissorten probiert sie auch immer wieder neue Rezepte aus. Es gibt aber noch andere Erfolgsrezepte in der Küche der Elsbeth. Meine weltberühmte Mayonnaise, die ist beliebt nicht nur bei unseren Kindern, auch bei den Angestellten und bei den Kollegen von unseren Kindern. Ich finde es auch die beste Mayonnaise. Wahrscheinlich, weil sie nicht so dick, also so fettig ist, weil ich hier halb mache, halb Quark, halb Mayo. Ein bisschen Chili drin, nur ein bisschen. Rassig gewürzt ist es immer bei der Elsbeth. Sie und ihre Familie essen gerne scharf. Unser Sohn, der Roman, der ist total Fan von dieser Mayonnaise. Für die Nacht, als er noch hier gewohnt hat, ein Schnitt Mayonnaise, also eine Scheibe Brot frisches und dann Mayonnaise drauf. Das war auch selig. Punkt 11:45 gibt es zum Mittag. Neben Toni, einem Mann von der Elsbeth, sind auch die beiden Söhne, der Sammy und der Roman, am Mittagstisch. Mitschaffen und mitessen tun auch die 3 Angestellten und der Michi, der Lehrling. Der Elsbeth, ihre Mayonnaise, haben alle auf ihrer Favoritenliste. Mayonnaise ist auch die beste von Mami, ja? Der Brendelistalhof zu Bottmigen ist ein grosser und vielseitiger Betrieb. Die Blumenfelder zum selber pflücken sind ein wichtiges Standbein. Vom März bis im November kann man hier um die 60 verschiedene Blumensorten selber pflücken. Die Elsbeth arbeitet 2 Tage pro Woche auf diesen Feldern. Also wir haben vor etwa 25 Jahren dringend einen neuen Betriebszweig haben. Und im Dorf hat es schon einen Gemüsebauer gegeben, Beerenbauer auch. Und so ist dann der Toni auf die Blumen gekommen. Blumen zum selber pflücken so nah an der Stadt ist weit herum beliebt. Und auch wenn beim Zahlen nicht alle immer ganz ehrlich sind, ist es immer noch ein gutes Geschäft. Ich pflücke die Blumen, dass ich Mustersträuße machen kann für die Kundschaft. Zum Ideen geben, wenn ich die pflücke und dann daheim binden, ein Foto machen und hänge dann das an den Eingang und dann sehen die Leute, was gerade aktuell ist und was sich eignet, zusammenpasst. Die Elsbeth ist sehr kreativ und hat gerne Blumen und Farben.
Beide Söhne arbeiten als Angestellte auf dem Betrieb und wohnen nicht mehr daheim. Der Sammy kommt mit dem Velo arbeiten. Am Roman haben sie das Velo gestohlen, darum kommt er am Morgen um 7 Uhr zu Fuss auf den Betrieb. Die Kürbis sind das zweitwichtigste Standbein. Über 50 Tonnen tun Mattis jedes Jahr anpflanzen und ernten. Bei diesen Mengen ist so eine Kürbiswäscheanlage eine grosse Erleichterung. In der Saison sind sie alle auf dem Hof mit den Kürbis beschäftigt. Die ganze Ernte wird direkt ab Hof verkauft. Die Gestelle mit Kürbis auffüllen gehört zu Elsbeths Lieblingsaufgaben. Sie weiss auch über alle 250 Sorten, die im Verkauf sind, Bescheid und gibt Tipps zum Kochen. Der Hofladen und die vielen Tiere sind ein beliebter Ausflugsort für Familien mit Kindern. Aber mit dieser Kilbe auf dem Hof muss man auch zuerst lernen umgehen. Zeitweise haben wir schon sehr viele Leute hier, ja, und der Lärmpegel ist auch enorm hoch. Aber wir leben schliesslich davon, dass so viele Leute kommen und bei uns einkaufen. Es gibt Einzelne, die die Grenzen überschreiten, wenn sie zum Beispiel Beeren aus dem Garten über einen Hag pflücken und so. Aber das sind wirklich wenige. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe dann eine Lehre als Kauffrau gemacht. Und habe erst mit 29 das Gefühl gehabt, das kann es nicht sein. Und habe dann noch die Bäuerinnenschule besucht. Und ein paar Jahre später die Meisterprüfung gemacht. Und während ich die Bäuerinnenschule besucht habe, habe ich meinen Mann kennengelernt. Gelernt kennen haben sie sich, als der Toni auf dem Betrieb von Elsbeths Eltern als Bauer aushelfen. Der Verkauf der Kürbis läuft gut. Die Gestelle sind leer und es braucht Nachschub vom Feld. Als Kind habe ich einmal im Garten Sachen pflanzen und dann habe ich Zierkürbis gesetzt und ich habe die fantastisch schön gefunden. Und wo wir dann angefangen haben zu bauern, Elsbeth und ich, ja, haben neue Sachen gesucht, vor allem Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr Verdienst bringen. Und dann haben wir probiert, Kürbis zu pflanzen. Mit Elsbeths Kommissionenzettel ernten der Sammy, der Roman und der Toni die Sorten, die im Hofladen sind ausgegangen. Für uns als Direktvermarkter ist es genial. Wir können sehr viel anbauen und können es über eine gewisse Zeitspanne verkaufen. Wenn es schlechtes Wetter ist, dann gehen sie nicht kaputt wie irgendwie Erdbeeren oder so, sondern haben noch relativ lang. Sie probieren gerne neue Sorten aus und so sind es gegen 400 verschiedene Kürbis, die sie anbauen. Und sehen Sie etwas? Ja, die Butterscotch sind sau schön. Ideale Größe. Und der grüne Streich, der ist sau schön. Aber den müssen wir mal probieren, der ist wirklich gut. Es schmeckt nach Melone. Melone? Nicht. Muss nur noch die Mama in der Küche zufrieden sein mit dem, sonst ist er nicht. Sau schönes Fleisch, he? Wunderschön, ja. Wirklich etwas von einer Melone? Ja, so. Ich habe jetzt eher an einen Kürbis gedacht. Ja. Nach dem Zvieri gibt es jeden Nachmittag eine Familiensitzung. Bewässerung aufrollen, das wäre ein Thema. Ist das in der Küche? Der Roman und der Sammy arbeiten noch nicht so lange auf dem Betrieb. 2 Generationen auf dem gleichen Hof,
Das ist nicht immer einfach und hat Probleme gegeben. Ja, das ist, seit die Jungen da sind, machen wir die Sitzungen. Sie haben das verlangt und völlig zu Recht, weil ja, wir haben das halt so schnell zwischen Tür und Angel besprochen. Und das war dann für sie zwei schon sehr mühsam gewesen. Und jetzt haben wir ziemlich Struktur drin gebracht. Also. Die Sitzungen, das braucht extrem viel Zeit, aber es weiss jeder Bescheid über alles. Und durch das können wir auch mitdenken und richtig mitarbeiten. Und das ist eigentlich der Vorteil, denke ich. Es ist sicher auch sehr kompliziert, weil eben niemand der Chef ist. Ich meine, wenn es eine Hierarchie ist, eine ganze Kasse, nachher, ja, dann ist es eigentlich einfach, wenn einer alles diktiert. Ja, und das Barbados. Ja. Das Barbados. Und das sind Sportnägel. Ja, langsam wird es auch. Es geht aber noch um ein anderes wichtiges Thema. Jetzt sind wir am Üben, also wir beide zum Loslassen. Ich habe gemerkt, dass das nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da sind wir am Arbeiten dran und hoffen wirklich, dass wir das schaffen, loszulassen und ihnen die Verantwortung übergeben. Das Loslassen ist für mich ganz schwer und das können unsere Söhne wahrscheinlich bestätigen. Ich gebe mir Mühe. Aber eben einfach ist es nicht immer. Bis es soweit ist und Sammy oder Roman den Hof übernehmen, bleibt aber noch ein bisschen Zeit zum Lehren loslassen. Es sind lange und anstrengende Arbeitstage. Den Feierabend verbringen Elsbeth und Toni am liebsten vor dem Fernsehen. So können sie sich am besten entspannen. Ja, sehr gut. Nur für 2 Leute zu kochen macht der Elsbeth keine Freude. Am Abend gibt es darum meistens kalte Küche. Wir genießen das seit 2-3 Jahren, wenn wir nicht mehr auf die Zeit kochen, um 6:30. Für die Angestellten, die essen nicht mehr hier. Und wir genießen das so, wenn wir dort müde sind, auf da sitzen und Fernsehen schauen und unbequem es ist, das Nachtessen. Wir 2 allein. Wir sind schon seit 31 Jahren geheiratet und das ist nicht immer ganz einfach, wenn man zusammen arbeitet, wenn man praktisch 24 Stunden zusammen ist. Und Toni geht ins Yoga und im Männerchor. Ich mache kreative Sachen. Und früher ist er, bis vor ein paar Jahren, hat er am Montag gesungen und am Mittwoch Yoga. Jetzt hat er es zusammengelegt. Also mir hat es mehr gefallen, wenn er die 2 Üben beibehalten hat. Aber es war mir einfach zu viel neben der Arbeit. Morgen bringen wir dann noch Zwetschgen heim, die nicht so reif sind. Könnte man für das Kürbisfest auf die Seite tun. In ruhigerer Zeit im Winter und Frühling gehen die 2 auch gerne reisen oder Velo fahren. Das Dessert für die Landfrauen sollte noch vorbereitet werden. Das ist das, was Elsbeth am wenigsten gerne macht. Dessert gehört überhaupt nicht zu meiner Spezialität. Das überfordert mich oftmals. Ich habe es nicht so gern und ich mache es nicht so gern. Ich habe lieber Käse zum Dessert. Ich mache Eierkirschglasse zum Dessert. Das habe ich selber gedichtet, das Rezept. Und das kommt eigentlich immer gut an. Und die Eierkirsch mache ich eben auch selber. Niedeln, Zucker, ein Ei und frische Vanilleschoten kommen in das Dessert. Ja, jetzt ist es schon fast lang. Und ganz viel Eierkirsch.
Das ist wirklich verstanden. Dann wird das Ganze zusammengemischt und kommt für ein paar Stunden in den Tiefkühler. Wunderbar. Es ist nicht so verrückt süß und das ist auch gut. Aber man schmeckt ganz fein den Schnaps. So. Ja, und jetzt muss das ganz schnell in die Tiefkühler warten. Jetzt fehlt nur noch die Dekoration für einen Landfrauentisch. Hast du gewusst, dass man Gladiolen essen kann? Gladiolenblüten. Unterstützt wird sie dabei von der Freundin Christina. Ja, also du kannst sie dann auch so essen. Zum Füllen. Ach nein. Nicht gewusst? Jetzt weisst du es. Ich habe sehr gerne Farben. Ich habe gerne bunt. Und das hier. Also kommt rein, herzlich willkommen. Samstagabend. Die Landfrauen nehmen Platz. Darf ich sitzen, wo ihr wollt? Ja, genau. Aber die haben auf dem Tisch nicht Platz gehabt. Als ich in den Raum reingekommen bin, habe ich sehr stark einfach die Elsbeth gefühlt. So habe ich es mir eigentlich vorgestellt, in ihrer Stube innen, mit ihrer Dekoration, schlicht, einfach, aber gemütlich. Weniger gemütlich geht es in der Küche zu und her. Ja, ich sag. Es kommt gut, ich weiss es. Also, bis jetzt ist noch jedes Mal gekommen. Die Vorspeise, der Sellerieflan, will nicht aus der Schale rauskommen. Nur nicht ungeduldig sein. Der pürierte Sellerie ist mit Zwiebeln, Knoblauch, Niedeln, Salz, Pfeffer und Gelatine in die Schale hineingekommen und dort fest, fast zu fest geworden. Der Finger fliegt. Bis mir der Teller aus der... Ach, Scheiße. Ausser sieht er nicht. Du hast zu wenig Müsse. So, liebe Frauen. Sind ihr gespannt, was es gibt? Ja. Also, es gibt zur Vorspeise ein Sellerieflan an einer Kürbis-Chili-Vinaigrette mit Moschbröckli-Chips und Kästaler. Zur Hauptspeise haben wir das Trio von Wollensäule. Wir haben ja selber Wollensäule. Dann gibt es Kürbisstock dazu und Kohlrabi-Spaghetti. Zum Dessert haben wir Eierkirschglasse auf Zwetschgenspiegel mit Mini-Meringue. So, dann wünsche ich euch gute. Bei der Kürbisvinaigrette wird Elsbeth sicher sein, dass sie nicht zu scharf geworden ist. Hat Pfiff, Sehr gut. hat Pfiff, aber nicht scharf. Aber es Gut. ist perfekt. Neben dem rohen Kürbis hat es Chili, Schnittlauch, Essig, Öl, Salz und Pfeffer drin. Im Fall. Und dann kommen Kästaler. 2 Kästaler hier nebenan. Jetzt würde ich sagen, ich mache hier noch ein bisschen linksum. Ist gut so? Gut? Machen wir so. Denke mir jetzt ein bisschen wenig. Aber ist gut. Ja, liebe Landfrauen, zu dem Essen, das hoffentlich fein ist, wenn wir euch Wein servieren, der auch hoffentlich fein ist. Wir haben euch jetzt hier einen Muttenzer Pinot Gris und ich hoffe, er schmeckt euch.
Danke vielmals. Zum Wohl miteinander. Auch der Wein wird bewertet, ob er zum Essen passt. Elsbeth und Christina haben alle Sellerie-Flan aus der Schale rausgeschüttelt. Jetzt kommt es aus, ob die Vinaigrette nicht zu rassig ist worden. Dann wünsche ich euch einen recht guten. Danke. Gut zusammen. Also die Vorspeise, der Flan, der Sellerie-Flan, das war für mich etwas ganz Neues. Geschmacklich sehr gut, auch mit den Kürbis. Hat mich gut gedunkt. Die Käsetaler haben mich exzellent gedunkt. Bei der Vinaigrette mit Chili habe ich gefunden, spürt man es schon. Es war nicht fest scharf, aber das hat ihm noch so ein bisschen den nötigen Pep gegeben. Ich habe eigentlich von ihr ganz klar Kürbissuppe erwartet, aber sie hat gedacht, das könnt ihr alle selber kochen, sie macht jetzt etwas ganz anderes. Ich habe mich darauf eingestellt, dass eine Suppe aus so einem schönen kleinen Kürbis gibt. Auch wenn es keine Suppe gibt, auch diese Vorspeise muss bewertet werden. Der Hauptgang gibt noch viel zu tun in der Küche. Das gibt kein Dessert, das gibt eine Sauce, die ich zuerst den Puderzucker karamellisiere. Und das gibt der Sauce einen ganz feinen Geschmack. Ich liebe Sauce. Man sieht es ja wahrscheinlich auch. Wirklich, ich habe gerne Sauce. Fleisch ohne Sauce oder ohne Kräuterbutter geht bei mir nicht. Das ist der selber gemachte Fond, ja, den ich nachher ausgekocht habe. Und dann kommt noch 4 Deziliter Wein rein. Tomatenpüree, Balsamico und kalten Anken kommen dann noch rein. Oh, das sieht aber schon echt teuer aus. Das Garé vom Wollsäule ist bei 80 Grad eine gute Stunde niedergegart. Ich hoffe, das Fleisch kommt gut. Das ist halt auch die Unsicherheit, wenn ich ein bisschen Angst habe, dass das Fleisch zu fest durch ist oder zu wenig. Wenn es zu fest durch ist, ist es nicht gut. Und wenn es zu wenig durch ist, haben es gewisse nicht gern. Lassen wir uns überraschen. Christina rüstet den vorgekochten Kürbis. Zusammen mit den Herdöpfeln gibt das der Kürbisstock. Ich denke, das Menü kommt sehr gut an. Es ist vielleicht Kürbis nicht jedermanns oder Frauenssache, aber wir hoffen jetzt das Beste, gell, Elsbeth? Ja. Darf ich euch jetzt den Rotwein vorstellen vom heutigen Abend? Das ist wieder ein Muttenser, Hohle Gasse, Pinot Noir, also ein Blauburgunder, 12 Monate in Barrique. Ich hoffe, das schmeckt euch. Das ist vom gleichen Weinbauer. Regula, was sagst du dazu? Ein sehr feines Tröpfchen, würde ich sagen. Das passt mir jetzt total. In der Küche stockt es. Im Kürbisstock hat es Klümpel. Eben. Das ist Kraftarbeit. Nein, es ist, weißt, es druckt, die Löcher sind irgendwie zu groß und dann druckt es das immer genau wieder durch, die Löcher. Ja. Aber das darf ja ein bisschen Struktur haben, finde ich jetzt. Ja, ich komme mit dem Schwingbesen rein. Ich lasse mir immer so, es hat immer noch ein bisschen drin. Also es ist jetzt relativ, bis noch mal durchmischen. Aber ich glaube jetzt... Wie dunkt er gut von der Konsistenz her? Ich finde gut. Er läuft doch nicht im Teller rum. Irgendetwas muss ich jetzt noch machen. Soße. Nicht? Würstchen rausnehmen. Die Würstchen haben wir vergessen. Nein! Achtung. Scheiße. Oh, wo sind sie überhaupt? Das sind sie ja gar nicht. Rund gefressen. Sind vorne. Also zuerst die
nebenan. Könntest du den nebenan schieben? Bis jetzt war Elsbeth die Ruhe selber, aber jetzt gibt es gleich noch ein bisschen Stress. Bei der Hauptspeise habe ich schon gedacht, dass wir hier Gas geben müssen. Ich bin ja nicht einer, der ein Loch hat. Das ist nicht sympathisch. Kannst du sie rein tun, die haben ellenlang. Da kommt noch eben die Anke noch rein. Oh, es gibt Augen drauf, das solltest du nicht machen. Jetzt habe ich Augen drauf, Madame. Jetzt gibt es ja noch separat dazu. Ja, die gefällt mir nicht, die Sauce, gell? Sie ist einfach... Sie ist noch nichts. Vielleicht kommt es, wenn ich den Anke drin habe. Ich mache jetzt mal den Coco-Balsamico rein. Es ist einfach dünn. Ich sollte es geben. Ich finde es aber nicht gut an. Stellst du mal ab. Dann in meinem Scheinbesen. Das ist so ein Cheese-Tropf. Unbedingt, sonst tut es wieder rauslocken. Ich und die Sauce, hä? Ich rühre mich immer, dass ich so tolle Sauce mache. Und jetzt? Meistens dann, wenn es drauf ankommt. Ja. Ich vermute, es war zu heiß, als ich die Anke drin habe. Ich vermute es, weil... Oder der kalte Anke sollte sämig machen. Und wenn die Flüssigkeit zu heiß ist, dann schmilzt der Anke. Entschuldigung, schmilzt der Anke gerade. Ich gebe es jetzt so an, wie sie ist. Die Sauce ist ja nur ein Teil des Hauptgangs. Also das muss man jetzt noch ein bisschen... 3 Sorten Fleisch. Der Kürbisstock und Kohlrabi-Spaghetti kommen auch noch auf die Dauer. Das war jetzt Stress pur. Bleibt zu hoffen, dass Elsbeth mit dem Trio vom Wollensäule punkten kann. Hast du auch gehabt? Und Gemüse? Danke. Ich wünsche euch einen guten. Jetzt bin ich total im Stress. Alles so... Ja, wegen deiner Soße, das ist ja das hat mich eigentlich schon. Das hat mich jetzt schon aus dem Konzept gebracht. Ich und eine Soße, die nicht gut ist und die so dünn ist wie Wasser. Von all dem merkt man nichts im Esszimmer. Und auch das Söseli scheint fein zu sein. Das Fleisch vom Wollschwein war wunderbar, das Kotelett und das Garret. Ich hätte es jetzt selber gerne noch ein bisschen pikanter gewürzt. Und die Wurst von dem her hat das noch ein bisschen ausgeglichen, weil die gut gewürzt war. Hat man halt ein bisschen mal ein Rädchen von der genommen, wenn das andere ein bisschen fade dorthin gekommen ist. Aber die Konsistenz des Fleisches war wunderschön. Das Fleisch hat alles die gleiche Farbe. Und nachher die Kohlrabi sind auch weiss gesehen. Und der Teller weiss, ja, vielleicht ein bisschen eintönig. Dann hatte es ja in der Mitte noch den Stock. Also Kürbisherdöpfelstock. Hat mir jetzt auch zugesagt, muss ich sagen. Ja, hat mich gut durch. Ein bisschen leicht süsslich, was auch nicht für jede Frau, glaube ich, ist. Die Kohlrabi-Spaghetti waren auch fein. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht das Gemüse gewählt wegen der Farbe. Es hat so ein bisschen fad ausgesehen zu den anderen Sachen. Und sie waren auch noch sehr, wie sagt man dem, nicht ganz link. Ich weiss, dass es heute so Mode ist und wahrscheinlich für so Spaghetti zu machen, darf es nicht allzu link sein, das Gemüse. Für mich hat es ein bisschen länger dürfen sein. Das ist aber viel zurückgekommen. Ja, schaut mal eine Kohlrabi. Nicht gegessen. Ja, no.
Das macht mich jetzt nicht glücklich. Das macht mich nicht glücklich. Kohlrabi zurück. Hast du probiert, den Kohlrabi? Beim Dessert kann nicht mehr viel passieren. Die Eierkirschglasse oder Zwetschgenspiegel sind ja schon vorbereitet. Könnte man meinen. Ja, über das Braune, gell? Gut so, oder was mehr? Warte jetzt mal schnell. Da kommt Mokka-Kirsch, du musst mehr rechts. Was? Du musst mehr rechts rüber, da kommt der Mokka-Kirsch. Schau mal. Also. Ja. Nein, ich so. Ja. Das ist schon ganz. Kleine drauf. Oh, Scheiße! Nein, Scheiße! Ich habe 2 grosse drauf hier. Jetzt lässt du es so. Nein, das ist zu viel. Klar, die Elsbeth will die Dauer genau so anrichten, wie sie sich vorgestellt hat. Christian, du bist... Ja, toll. Du bist zu weit hin, da muss der Mokka-Kirsch noch Platz haben. Wo Menschen so nicht Platz haben? Nebenan kommt noch ein kleiner. Da? Ja, aber da hat doch das Platz. Es hat noch einen zweiten. Wo? Ich hätte ja nie gedacht, dass wir so einen Gestürm haben beim Dessert. Darf ich euch den Dessert servieren? Auch von diesem Gestürm haben die Landfrauen nichts mitbekommen. So, ich wünsche euch einen guten. Wir haben es doch jetzt geschafft. Die Erleichterung ist gross. Das Team hat es geschafft. Jetzt haben wir gut gemacht. Es hat wirklich sehr schön ausgesehen auf dem Teller, aber sie hat sich wirklich grosse Mühe gegeben. Sie hat es schön dekoriert, farblich hat es toll ausgesehen, aber für mich hat es wirklich ein bisschen zu viel Schnaps drin gehabt. Es ist gerade ein bisschen genug Schnapsiges, aber ich habe gerne Schnapsiges. Darf ich eure Bewertung haben? Ob es der Elsbeth für einen Sieg reicht, kommt in der Finalsendung am 7. November raus. So, liebe Frauen! Die Gastgeberin kann jetzt den Abend noch mit ihren Kolleginnen ausklingen. Am nächsten Samstag lädt Barbara Bernegger auf Nyon am Genfersee ein.